Servus Leute, was geht ab? Da ist euer Sumo King und endlich gibt es mal wieder ein neues Video von mir. Und zwar als kurze Information gleich vorab. Ich bin heute allein unterwegs und ich möchte euch gerne was zeigen. Mal schauen, ob wir da hin können oder beziehungsweise dürfen, weil normalerweise offiziell dürfen wir da nicht hin. Und zwar, ich mache da rechts auf. Und ich mir denkt, ich mache euch das einmal zeigen, weil das eigentlich echt ein schöner Aussichtspunkt ist, was ich mal gefunden habe. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Ich kann zwar leider mit meiner KTM da nicht hinfahren, weil das jetzt schon 6 durch den Wald geht. Aber ich packe jetzt einfach meine KTM einmal daher. Bremsen quietschen richtig schön. Stellen wir es mal ab. So, alle die, was meine KTM noch nicht gesehen haben, beziehungsweise in meinem ersten Video habe ich ja meine KTM vorgestellt und gezeigt. Das ist mein gutes Stück. Also ich muss jetzt dann echt wieder zum Ölwechseln bringen und zu der Wartung. Aber naja, ist halt so beim Ortsland. Naja, dann gehen wir halt einmal da zu Fuß hin. Ich mache jetzt einfach schon den Weg dahinter und dann mal ja echt das zeigen. So, und jetzt als Gespräch, dass es nicht langweilig wird, bis ich da hinten bin, weil ich will wahrscheinlich keinen Cut machen. Was ist denn das für ein gruseliger Keller? Um Gottes Willen, da muss ich jetzt echt einmal reinschauen. Ist überhaupt nicht gruselig und so? Ja, das schaut verlassen aus. Ja moin. Plus, dass es nicht langweilig wird. Das Jahr, bzw. die Saison neigt sich zu Ende. Ich kann leider nur noch bis Oktober fahren, beziehungsweise ab 1. November ist für mich zu Ende. Es haben zwar viele Leute ein ganz Jahr das Kennzeichen oder beziehungsweise von 3. bis 11. Aber das tue ich leider nicht. Weil es ist für mich persönlich einfach zu gefährlich. Ich will euch nur erzählen, warum ich viel nicht mehr mache, beziehungsweise warum dass ich eigentlich nur noch in der Gruppe fahre oder nicht mehr allzu spät. Oh Gott, ich muss echt schnaufen. In meiner Kombi den Hügel da zum Gehen ist gar nicht so einfach. So, jetzt bin ich da. Naja, ich will euch noch zeigen, beziehungsweise sagen, warum ich viel nicht mehr mache, warum dass ich so aufpasse. Und auch warum dass ich keine Wheelies mache oder einfach vorwärts nasche. Es hat seine Gründe, gar nicht so einfach. Es hat, keine Ahnung, 25 Grad oder so. Und ich gehe einfach da mit meiner kompletten Crossquante um den Helm um im Wald spazieren. Hier muss ich hoch. Ich weiß nicht, wie ich da raufkommen soll. Aber ist ja egal. Ich habe Schutzquante an. Let's go. Schauen wir, wie ich da raufkomme. Schnell, schnell, schnell. Hopp, hopp, hopp. Festhalten. Jupp, jupp. Ja. Mal schauen, weil da unten, da darf man eigentlich offiziell da nicht her. Das ist normal Privatgrund. Jetzt mal bloß schauen, dass da keiner da ist, weil sonst bekomme ich echt die Probleme und ich muss aufpassen, dass ich da nicht runterfalle, weil sonst was ist mit dem Sumo King? Sonst ist er schon noch Sumo Blatt. Schaut euch das an. Da unten fahren schon die letzten heim, weil es ist nämlich 5. Ja Leute, und ich bin einmal da gesessen, habe jetzt so die Aussicht genossen und habe da so mit mir selber geschmatzt und dann schaue ich rechts um. Da ernten auf dem Vorsprung ist jemand gesessen und hat einfach gepicknickt alleine. Ich war dort fast da runtergefallen, weil ich das gesehen habe, dass da neben mir einer sitzt und mich anschaut. Ja moin. Na, auf jeden Fall, das Jahr neigt jetzt leider zu Ende, beziehungsweise die Saison, weil ich schon gesagt habe. Und ich habe mir jetzt dann schon überlegt, weil es wahrscheinlich über den Winter wieder wahrscheinlich nicht mehr so viele Motovlogs bringen, sondern ich will Videos zusammenschneiden, die wo ich dann kommentiere, beziehungsweise ich will euch was erzählen, ich will euch was sagen über mich, ich will euch sagen, was ich alles vorhabe und was ich noch alles machen will und wie es nächstes Jahr ausschaut, wo es nächstes Jahr ist und will euch einfach ein bisschen was zeigen, damit es was zum Anschauen hat und damit es durch den Winter durchkommt, genauso wie ich. Aber schaut euch das einmal an, da geht es ziemlich weit oben. Das, wenn Wecker bricht, dann war es. Na, auf jeden Fall, es geht einfach darum, warum mache ich keine Wheelies oder mache ich irgendwas riskant oder fahre eigentlich nie allein, sondern es geht einfach darum, ich habe leider schon 2 Unfälle gehabt. Einen leichten Moped-Unfall und einen sehr schweren Motorradunfall. Und deswegen mache ich einfach keine Wheelies oder ich mache eigentlich nichts, wo es irgendwie gefährlich sein kann. Zwar Motorradfahren ist gefährlich, weil es mich schon 2 mit erwischt hat, dank Motorradfahren. Aber ich passe auf, ich fahre nur noch zu zweit, ich fahre mit Schutzquante, niemals ohne, auch wenn es 40 Grad hat, ich fahre nie ohne Schutzquante. Und
bin immer vorsichtig unterwegs, damit nichts passiert. Und ja, wo ist es genau passiert? Ja, bei meinem ersten Unfall bin ich auf einer geraden Straße gefahren und wollte links abbiegen, habe mich links eingeordnet und von hinten hat eine Autofahrerin einen Mofa-Fahrer überholt und hat mich mit 80 frontal über den Haufen gefahren. Damals habe ich so viel Glück gehabt, ich bin vom Freibad heimgekommen, ich bin vom Freibad heimgefahren, habe Badehosen angehabt, habe Schlapper angehabt, habe einen Tanktag angehabt und ich habe Gott sei Dank nur Skifunden gehabt und mehr nicht. Ja, und dann habe ich halt meinen Motorradführerschein gemacht, bin am Motorrad gefahren, ziemlich viel. Im ersten Jahr bin ich 17.000 Kilometer gefahren, nach der Arbeit und am Wochenende halt. Ja, dann ist leider passiert, ich bin auf einer Hauptstraße wieder gefahren, bin aus einer Ortschaft rausgefahren, da war dann 70, da bin ich 70 gefahren, dann war offen, dann bin ich 100 gefahren, was man halt fahren hat dürfen, weil ich war damals auch schon dann ruhig unterwegs nach meinem ersten Unfall. Und dann, ja, ist da ein LKW durchgeschossen, also ein Kleintransporter, und der ist dann leider 50 Meter vor mir rausgefahren und ich bin da frontal eingefahren in den Lastwagen, bin abgeprallt und bin 18 Meter weggeschleudert worden gegen einen Zaun. Gut, dass der Zaun dort war, sonst war die ins Wasser rein. Das war dann wahrscheinlich nur besser ausgegangen, weil ich habe auch gerade Stiefel angehabt und wahrscheinlich war ich dann im Endeffekt ertrunken. Und ja, das war dann eine sehr extrem schwierige Zeit für mich. Ich war 3 Monate im Rollstuhl, 4 Wochen auf Intensiv, habe wieder das Gehen lernen müssen, ich war abgemagert, ich war todesfertig. Mein rechter Fuß ist leider komplett zerbröselt worden, aber es ist wieder alles gut, bis auf ein paar Einschränkungen, was ich habe. Und nach 3 Jahren, wo ich wieder gesund geworden bin, habe ich wieder entschlossen, Motorrad zu fahren und deswegen auch mit den ganzen Einschränkungen. Ich fahre langsam, ich passe auf, ich passe jetzt ums 3-fache mehr auf und ja, ab und zu wird ich übersehen. Aber egal, ich habe alles unter Kontrolle, ich passe auf, dass nichts passiert. Und deswegen habe ich auch mit YouTube angefangen, damit ich euch einfach ein bisschen motivieren kann, dass man beim Motorradfahren auch Spaß haben kann, wenn man langsam fährt. Wenn man langsam fährt, wenn man aufpasst und man muss nicht unbedingt Wheelies machen. Natürlich, dass ich wahrscheinlich mehr Klicks kriegen, wenn ich Wheelies mache oder wenn ich irgendwas Riskantes tue. Aber jetzt wisst ihr, warum dass ich sowas nicht mache. Und ich bin einfach froh über jeden Abonnenten, was ich kriege. Und auch wenn ich langsam wachse, es ist mir eigentlich egal. Ich will einfach nur Freude verbreiten. Weißt, mir schreiben so viele Leute, hey, schöne Videos, mach weiter so. Das gelangt mir. Weißt, dass ich einfach Menschen eine Freude bringen kann mit meinen Videos. Und ja, also das ist übrigens zu mir. Und was mir nur ein paar Leute gefragt haben, das haben wir jetzt erst aber da, und zwar Cookie Monster Rucksack. Was habe ich da alles drin? Ich habe da alles mögliche drin. Ich habe lauter Werkzeug drin, ich habe Kabelbinder drin, ich habe da hinten habe ich Kekse drin. Zwar scheiße im Sommer, was dann schmelzen, aber das ist einfach so mein Markenzeichen. Ich bin einmal drauf gekommen und seitdem ist mir das blimm. Es freut sich jedes kleines Kind, wo es mich sagt, fragt mich, wo ich den her habe. Und ich sag's einfach nicht. Wahrscheinlich die meisten wissen schon, was das gibt, aber es ist einfach mein Markenzeichen. Es passt zwar nicht ganz orange und blau, aber es ist mir eigentlich egal. Ich habe den immer dabei. Das ist einfach so ein kleiner Glücksbringer. Jetzt haben wir angezogen. Da geht's für ganz schön weit runter. Seht ihr das? Jetzt muss ich schon irgendwie da wieder raufkommen, ohne dass ich runterfalle. Okay, Leute, ich hab's geschafft. Oh, jetzt war ich fast runtergefallen. Ich hab's geschafft. So. Jetzt muss ich schon irgendwie versuchen, dass ich da noch runterkomme. Um Gottes Willen, jetzt hatte ich fast gegen den Baum gerannt. So, ja. Das war übrigens der Aussichtspunkt, den ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, der hat euch gefallen und ich hoffe, es versteht mir, warum dass ich nicht mehr riskant fahre. Also ich hoffe, es könnt ihr es nachvollziehen, alle können es nicht, alle tun es nicht, aber die meisten sagen einfach, bist du wahnsinnig, warum fährst du ein Motorrad, wenn da zweimal schon sowas passiert ist. Aber egal, Motorradfahren ist einfach schon mal meine Leidenschaft und es wird ja immer bleiben. Darum haben wir jetzt entschlossen, komplett orange anzuziehen, dass die Leute, bzw. die Autofahrer, mich noch besser sehen. Und das ist ja gut so, ich verstehe die Leute einfach nicht, die es einfach ohne Schutzquant fahren. Das verstehe ich nicht. Warum? Das sind die Leute, die noch nie einen Unfall gehabt haben und wissen, was passieren kann. Ich mag euch jetzt noch was zeigen. Und zwar einen wunderschönen See. Der ist richtig abgelegen und richtig still. Da kannst du Lagerfeuer machen, wenn du willst. Schaut euch das an. Richtig schön, richtig ruhig dort. Leider mal sagen, dort, wo du die Plattform siehst, da war früher ein Steg. Aber leider mit den ganzen Sprengungen von der Ernten fließt das Wasser immer weiter weg und irgendwann wird da leider
kein Wasser mehr drin sein, was richtig schade ist, aber der See ist, keine Ahnung, jetzt mal schauen, 15, 18 Meter durch, irgend sowas. Das wird dann leider irgendwann nicht mehr sein, aber deswegen mache ich ja die Erinnerung, dass ich das nie vergessen werde, was das eigentlich für schöner Platz da ist. Und ja Leute, ich hoffe, der, Nicht-Motovlog, der kleine Real-Talk über mein Leben, hat euch gefallen. Ich darf mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir abonnieren würdet, wenn ihr mir ein Like geben würdet, und es wäre extrem nett und schön, wenn ihr es mir in Kommentare reinschreiben würdet. Ich will es auf jeden Fall lesen, wenn ich welche kriegen will. Und es freut mich einfach, dass ich so viele positive Kommentare kriege, dass euch meine Videos gefallen, dass die lustig sind, dass die Ausraster vom Roberto einfach Wahnsinn sind. Und ja Leute, ich will weitermachen, es haben mir schon viel geschrieben, wie soll es, und ich will es auch weitermachen, einfach nur, weil mir der positive Feedback einfach so gefällt, und dann sage ich wenigstens, dass meine Videos euch nicht langweilen und dass ihr das euch gern einfach anschaut. Also Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, wir hören uns bis die Tage, Servus.